Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Wir sind hier in unserer Wohnung, haben ein bisschen ausgeschlafen. Die Tür ist natürlich spätangelweit offen, so wie immer, dass jeder eintreten kann, denn ich habe ja Angst vor niemandem und ich bin ja selbst ein Hacker, also was soll mir schon passieren? Mein Fahrzeug steht nicht mehr da. Schön, dann müssen wir halt ein anderes holen. Wir gehen jetzt zum Treffpunkt zum nächsten. Und schau mal, was da für eine Mission auf uns wartet. Vorher hole ich mir noch eine coole Karre. Da steht eine. Nehmen wir doch einfach die. Ist ein bisschen verschmutzt. Ist auch ein schöner Wagen. Aber nee, ich will den hier. Ein bisschen wie ein Supra, ne? Weg da. So, schnell auf die Karte. Und dann markieren wir uns das Teil schnell. So, hierhin soll es gehen. Und jetzt fahren wir da dem GPS hinterher. Wow. Bei mir ist Bürgermeister Rushmore. Vielleicht einer der mächtigsten Bürgermeister des Landes. Nein. Wir sprachen gerade über Meinungsumfragen. Sehen Sie, in Chicago leben die besten Menschen. Das Auto fährt sich wieder gleich wieder anders als das vorher. Oh, war geiler Sound hat er. Ja, Bürgermeister, können wir darauf zurückkommen? Ich würde gerne über die Umfragen reden. Viele Kritiker meinten, dass die Umfragedaten falsch wären. War der Umschwung, wie Sie es nannten, eine Überraschung für Sie? Also, ich verstehe, dass es um Transparenz geht, die den Menschen sehr wichtig ist. Aber letztendlich haben die Wähler entschieden. Der Wahltag ist die einzige Umfrage, die zählt. Weiter mit Bürgermeister Rushmore. Also, Bürgermeister, reden wir über CTOS. Ja. Ist das nicht wunderbar? Das CTOS-Netzwerk macht aus einem großartigen Chicago ein Phänomenal. Jede Stadt sollte so sein. Und wir setzen den Standard. Mit kleinen Problemen, oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Nö, Sie sehen nicht hier ist ein Problem auf der Straße. Billiger, stärker, besser. Direkt nach der nächsten Pause geht's weiter. Hui, oh, da geht's rüber. Weg da. Oh, falsch. Wieso zeigt sie ihr Geld an? Ich fahre jetzt zum Treffpunkt, mal sehen, noch 100 Meter. Ist das ein Friedhof? Da kann ich wohl nicht mit dem Wagen rein, ne? Ah, komm, aus Respekt, ne? Fahren wir jetzt hier mal nicht in den Wagen, mit dem Wagen rein. Wir parkieren den schön da draußen. So. Und geht zu Fuß nach hinten. Das rein aus Respekt, ne? Weil ja. Ah, können wir hier arme Leute am Friedhof hacken? Können wir hier Tote hacken? Ne. Da, denken wir hacken. Hat er endlich offen? Ja, hat er. Heute geht er mit ein paar Leuten raus, um das Graffiti zu entfernen. Er hat schon ein paar Kunden. Was für Graffiti? Irgendwelche Idioten haben die Wände beschmiert. Geht zurück nach Mexiko. Oh, Erinnerung. Lina Pierce. Mal sehen, was da für Erinnerungen aufkommen. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss.
bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lina nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Eine hübsche Schwester hat er da. Das war die Erinnerung. Lina ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Also in einem Spiel ein Grab besucht habe ich jetzt auch noch nie. Ja. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Okay. Neuer Treffpunkt, neue Mission, neues Glück. Mal sehen, was hier auf uns wartet. Kann man da hacken? Ja. Herstellungskomponenten. Okay, was steht denn da hinten? Komm, wir gehen mal schauen, was da... Oh, hacken. Geld, sehr schön. 900. So, wir schauen jetzt mal, was da hinten noch für Wagen stehen. Ja, ja. Das ist doch derselbe in Rot, ne? Jo. Ah, komm, scheißegal, wir behalten unseren schwarzen. Oder der ist auch nicht... Der ist auch geil. Na, wir behalten den. So, auf zum Treffpunkt. Der befindet sich hier drüben. Markieren und abfahren. Oh, falsch. Gleich wieder wenden. So, für die, die es nicht wissen, wir jagen... wir sind auf Rachezug hier als Hacker. Wir haben uns in eine Bank reingehackt. Oder in ein System reingehackt. Oh, da kann man hacken. Habe ich jetzt denn schon gehackt? Ne? Bleib stehen! Geld, 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 Geld. 640. Und da hat so ein Typ rausgefunden, dass wir das waren und dass wir das versucht haben und hat uns verfolgt und wollte uns Angst machen, beziehungsweise, ja, Angst machen eigentlich nur. Und dabei kam Lina, die Nichte von unserem Hacker hier, ums Leben. Und jetzt will er rausfinden, wer da der Auftraggeber war. Und wer da den Maurice beauftragt hat, wer schlussendlich den Unfall so herbeigeführt hat. Wow. Elektrische Tafel. Man kann einfach alles hacken hier. Die Karre, die bewegt sich auch ganz ring. Also ich muss nochmal sagen, immer wieder, die Leute sagen, scheiß Fahrzeugsteuerung. Boah, aber habt ihr jetzt das gesehen, ne? Das muss man auch mal schaffen. Die Fahrzeugsteuerung, die ist überhaupt nicht scheiße. Ich finde die ganz in Ordnung. Sie reagiert relativ schnell. Macht nichts. Ich spiele auch Need for Speed Spiele, bei der die ziemlich schnell bewegen. Ne, ziemlich schnell reagiert, meine ich. Wow. Und darum habe ich überhaupt kein Problem damit. So, unser Partner müsste da oben sein. Oh. So, wir parken jetzt mal hier. So, und dann... Oh, zuerst noch hacken. Ich habe mir die Tüten... Und auf der Tüte steht ein Name. Warum erzählst du mir das? Ach, scheißegal. Komm, raus. Ich will jetzt hier die Mission starten.
Akte 1, nicht der Pizzamann. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Okay, wir müssen jetzt den Ort da oben erreichen. Kann man hier rein? Nö, ne? Tja. Wir müssen jetzt da irgendwie hochkommen. Oh, Geldautomat. Wieder ein bisschen gehacktes Geld holen. 2780. Man kann dauernd, kommt man immer zu Geld. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Aha. Ah, aha. Ja, vielleicht hier so. Aus Zufall ist es genau diese Höhe, wo man raufklettern kann. Oh, da sind ja zwei gekidnappt. Was läuft hier? Oh. Fuck. Jordi, wer sind die? Die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgebissen an deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Oh. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch darunter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Alles klar. Infiltrieren Sie den Bahnbetriebshof. Also wir müssen jetzt darüber, ne? Gut. Oh. Runter. Machen wir es schnell, okay? Ja, Meine sehr Gastgeber schnell. jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Irgendwas Du bist stimmt mit der diesem Einzige, der Jordi Klar machen nicht. Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke. Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixerauftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Ja, ich sehe dich, Freundchen. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Mal sehen, da ist überall hoher Draht, hoher Draht, hoher Draht. Da oben war eine Tür, also es wäre ja zu einfach, wenn man hier die Tür einfach aufmachen kann. Oh, tatsächlich, man kann einfach die Tür machen. Okay, Sperrgebiet, hier haben wir einen Bahnhof. Da ist irgendwie zu und da ist offen. Und da ist grün, das heißt es kommt ein Zug. Dann was zu sprengen. Oh, sprengen.
Was ist mit dem passiert? Ja, komm, geh da runter. Nee, nicht? Okay. Oh. Lässt er jetzt nicht fliegen oder so? Ah! Geil. Bleib stehen! Oh. 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 Nein, 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 nein! Fail. Die denken, die spinnen. Da haben wir noch eine Kamera. Ah, das ist schon ein Fail da. Ein bisschen merkwürdig da, dass das Teil immer durch die Kamera fliegt. Kann ich den auch wieder runterlassen? Kann man so meiner runterstehen? Unter den Kran, dann kann ich den mal einfach so runterlassen. Jetzt geht er runter. Okay, ist nur Ablenkungsmanöver, ne? Hier haben wir einen Lift. Kann auch einfach hochlassen. So, und was wir hier alles noch hacken können. Noch eine Kamera. Geil, ich kann einfach Sprengstoff sprengen und... Boom. Ups, sexsüchtig. Jetzt nicht mehr. Oder lebt er noch? Oder lebt noch? Nö, der lebt nicht mehr. So, und wie es weitergeht hier mit dem spaßigen Scheiß machen hier, das seht ihr in der nächsten Folge. Auch was wir hier alles noch hacken können. Außer Reichweite. Okay. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge. Oh. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich. Oder bis morgen. Ne, alle 2 Tage, ne, habe ich mal versprochen. Bis in 2 Tagen wieder bei Watch Dogs. Tschüss.